Hallo zusammen, ich begrüße euch. Ich bin Jürg von Keinl und werde ein paar Sachen mit euch anschauen zum Thema die Braut. In der Bibel können wir ja lesen, dass die Endzeitgemeinde die Braut ist von Jesus. Und eine Braut ist ja vorher auch verlobt mit Jesus. Und wenn wir auf dem Weg sind mit Jesus, dann haben wir ja am Anfang eine Entscheidung getroffen für Jesus. Man kann dem mal sagen, wir sind umgekehrt, wir haben Buße da, wir haben den Weg eingeschlagen mit Jesus, wir sind auf dem schmalen Weg, der zum Himmel führt. Mit Jesus unterwegs sein ist etwas Wunderbares. Und dann kommt ja nachher in der Bibel das Nächste. Das ist die Taufe, die Wassertaufe. Und nachher dürfen wir auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen und dürfen in neuen Zungen reden, so wie es der Apostel Petrus ja nachher erlebt hat, wo er ab Pfingsten predigt und die Leute aus den verschiedenen Landesteilen zusammen waren und in neuen Zungen, in neuen Sprachen reden. Als Zeichen auch, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Und dann kommt der Abschnitt, wo wir zum Jünger werden, wo wir in der Jüngerschaft wachsen dürfen, wo wir vorwärts gehen, wo wir nicht mehr Milch brauchen, sondern wo wir auch mal ein bisschen Fleisch haben, wo wir etwas können und verdauen und dürfen eine Lektion lernen, dürfen weitergehen. Manchmal dürfen einen Test bestehen und dürfen wie in die nächste Phase eingehen, wo Jesus uns führt. Und nachher kommt auch jetzt in der Endzeit, in dieser endzeitlichen Phase, wo wir ja wirklich wahrscheinlich sind, kommt dann der Ruf an die Gemeinde. In der Offenbarung lesen wir in den verschiedenen Kapiteln von diesem Ruf, von diesen Sendschreiben, wo Jesus nachher wirklich zu seiner Brut reden. Und der Ruf, denke mir, der geht heute ins Land raus, zu seiner Kirche, zu der Gemeinde, wo Jesus sagt und uns aller Christen vor die Entscheidung stellt: Willst du meine Brut werden? Und dann glaube ich eben, ist es auch so, dass jeder Mensch, der an Gott, an Jesus glaubt, noch einmal vor eine Entscheidung gestellt wird, wo er sich entscheiden darf, zur Brut zu werden. Das kann eine Christin sein oder auch ein Christ, ein Mann, kommt in die Entscheidungsphase, wo er sich entscheidet, ich bin die Brut von Jesus. Und diese Entscheidungsphase, die findet irgendwie jetzt aktuell und in der nächsten Zeit, glaube ich, statt. Darum möchte ich uns ermutigen, wenn wir beten, wenn wir eine Predigt anhören, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, lasst uns die Frage beantworten: Will ich die Brut sein von Jesus? Weil Jesus kommt mal zurück und holt seine Brut. Und darum möchte ich dich ermutigen, ohne Druck, ohne Zwang, ohne irgendwie Angst, nimm das Verlobungsangebot mit Jesus an und du darfst zur Brut werden von Jesu Christi. Ich wünsche dir alles Gute in der nächsten Zeit, in den nächsten Gebetszeiten, in den Andachten, und du darfst dir das überlegen und dann die Entscheidung getrost treffen. Shalom.